De letzte Beschass steht am Feiergrop vom 16. März folgendes über ein Member von meiner Familie. Jerome Schiffling, Neffe der CSV, abgestorbenen, ja, so sagen sie, Astrid Schiffling und Erfinder des luxemburgischen Internetwörterbuchs Luxdico, wurde auf Intervention des hauptstädtischen DP-Sozialchefin Xavier Böttchel zum Verantwortlichen der luxemburgischen Kurse der Gemeinde gekürt. Es geht eben nichts über Politiker mit sozialem Engagement für Leute mit Beziehungen. Was soll das? Was als woher? Für uns zu fänken, als der Jerome Lulling nicht mein Neffe, mein kleiner Neffe, und soweit ich weiß, kennen den Herrn Büttel und den Jerome sich persönlich überhaupt nicht. Der Jerome siegt los seit 2003, also dass hier mit seinem Doktorat über die Lützeburger Spruch fertig ist, ein Platz. Eng erbecht. Him seg Kandidaturen goufe bis lo all refuséiert. Haie pu Beispieler. 2003 beim Centre de Langue, mam Argument, hier wie mat segem Doktorat total iwwerqualifizeiert. 2004 beim Centre National de Literatur zu Mirch, 2005 als Lexikograph beim Conseil Permanent de la Langue Luxembourgeoise, 2006 als Professor für Lützeburg op der Universität Lützeburg, du kruden Deitschen déi Platz. Freier Grober noch mir könnten als jo Fleisch mal Gedanken machen über Darstellungspolitik op der Universität Lützeburg an Oranerwärts oder zum Beispiel auch über die Self-Service-Methoden von einem kleinen Gruppe von Leid beim Fonds National de la Recherche, die Finanzierung von ihren soi-disant wissenschaftlichen Projekten über Lützeburg immer nächst schäbrav durchgesagt kriegen. Wen aber nicht dazu gehört, der gesagt kein Wag. So gouf zum Beispiel 2002 das Projekt Cortina, und dem der Jerome Lulling matt geschafft hat, einfach sabotiert mit dem Resultat, dass man biselo haut kein 100%iges Spellchecker für die Lützeburger tun. Auch das Projekt Luxdico kriegt kein staatliche Hilfe, sodass sich alte Luxdico patroniert tun an den Edition Schortchen bei der Veröffentlichung so gut wie möglich in der Term gegrafen haben. Auch dem Herr Professor Schane von Montpellier, engem Lützeburger, sein Projekt für ein viersprachige Grammaire für die Lützeburger auszuschaffen, gouf nicht ugeholt. An einem Artikel Hobbylinguistik vom 2. März 2007 als dem Lützeburger Landjournalist Romain Hilgert als dem einzigen aufgefallen, dass bei denen neuen 11 Membern vom CPLL, die sich ja meist offiziell schreibweise an dem Ausschaffen von einem neuen Lützeburger Diktionär kümmern, kein einziger Linguist dabei ist. Durch eine neue Verordnung wurden die 11 CPLL-Mitglieder bestimmt, wackere Ministerialbeamte, Studienräte, ein Schulinspektor, ein Journalist im Ruhestand. Nur die Linguisten wurden vergessen, schreibt den aufmerksamen Journalist an der Wochenzeitung Lützeburger Land. Darüber verliert natürlich der Feiergrop kein hübsches Wort. Wenn der Jerome Lulling die Platz bei der Stadt Lützeburg kriegt, dann hängt den sich an der Länge damit zusammen, dass er seine Kandidatur gestaltet hat. Wenn er mir noch gelauscht hat, dann hätten das nicht gemacht. Für den Arbeitsplatz, für die auch nicht universitären kandidieren konnten. Mit all seinen Diplomen an Erbechten müsst ihr schon langs Jahren ein einer fest Platz haben, für die hier bestens qualifiziert, dass die aber nie gekriegt wird, wenn er da kandidiert hat. Aber da haben so wie oft hier am Land, zum Beispiel bei der Uni Lützeburger, die Ausländer mehr Chancen wie die Lützeburger. Hier ist übrigens nicht den einzigen Lützeburger, dem es so geht. Kürzlich gab Lützeburger Doktor, Spezialist an der Krebsforschung, aufgelehnt für Hai bei der Forschung an einem Projekt mitzumachen. Auch mit dem Argument, hier wir
iwwer